Der Bumerang, wenn man ihn losschießt, dann kommt er mit ein bisschen Glück und Übung wieder zu einem zurück. Der Ursprung hat der Bumerang in Australien. Man sagt eine grosse Verbindung nachher zu den Ureinwohnern von Australien, zu den Aborigines. Wann er erfunden worden ist, das weiß man nicht. Aber Archäologen haben einen 20'000 Jahre alten Bumerang gefunden. Man hat ihn gebraucht für die Jagd, man hat ihn gebraucht für Ritual, aber auch für Wettkämpfe. Auch wir Menschen kennen das Phänomen. Eine Redensart sagt ja zum Beispiel auch, was man aussendet, kommt direkt oder über Umwegen zu uns zurück. Also mir passiert das etwa hier. Und dir? 2016 habe ich ein Lied geschrieben, wo der Bumerang eine Hauptrolle drin spielt. Es ist eine längere Geschichte mit einem überraschenden Ende. Dranbleiben lohnt sich definitiv. Und das Lied Bumerang spiele ich jetzt live. Ich habe einen Bumerang gefunden, gerade vor meinem Haus auf den Stegen. Das Ding war total verdreckt und hat gestunken, kann ich euch sagen. Er war aus einem edlen Holz, sicher mal ein wertvolles Stück. Aber warum ist er bei mir gelandet und nicht einfach zum Sitzen zurück? Ich habe ihn dann verschenkt, gerade an einen Bub von nebendran. Ihm hat der Gestank nicht ausgemacht und er hat Freude an ihm gehabt. Doch seine Mutter hat er gefunden, er soll es sofort umgeben. So ein dreckig stinkendes Geschenk darf man von Fremden nie annehmen. Oh, es stimmt halt eben schon. Sag, ist es nicht verrückt? Ein Bumerang findet immer wieder zum Sitzen zurück. Ich habe ihn dann versagt und jetzt ein Stück in einen Güsselsack da. Ob ich noch mehr froh war, habe ich das grusige Teil nicht mehr gehabt. Doch die Kanten von dem Bumerang haben den Güsselsack aufgeschlitzt. Der Güsselmann hat er so entdeckt, heimgenommen und wieder zusammengeflickt. Ein paar Wochen später bin ich durch den Flohmarkt gelaufen. Ich hatte ein herziges Ärgerli gesehen und has drum sofort kaufen. Der Händler hat sich drüber so fest gefreut und mir noch ein Wunderpäckchen geschenkt. Dort drinnen war ein stinkig Bumerang, wo ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Oh, es stimmt halt eben schon. Sag, ist es nicht verrückt? Ein Bumerang findet immer wieder zum Sitzen zurück. Jetzt habe ich wirklich genug gehabt und habe ihn mit der Post versendet. An irgendjemand in den USA, damit der Albtraum endlich endet. Der ist mit ihm an die Venice Beach und hat dabei noch eins geraucht. Und so ist der Bumerang im Meer gelandet und einfach untertaucht. Gluck, gluck, manches Jahr drauf bin ich in Britannien und grad am Strand und an die Sonne. Hab Ferien und Freiheit genossen
und bin genüsslich im Meer rumgeschwommen. Da seh ich plötzlich ein dreckiges Holz, wo strandet von mir im Sand. Ich hebe es auf, ich has kaum glaub, ich ha mi Bumerang wieder in meiner Hand. Oh, stimmt halt eben schon, sag ich es nicht verrückt. Ein Bumerang findet immer wieder zum Sitzen zurück. Er ist mir ans Herz gewachsen und wegen Hanne nie mehr wollen. Ich habe ihn geputzt und poliert, ich hätte ihn mal sehen sollen. Und an schönen Tagen habe ich ihn vor dem Haus durch die Luft fliegen. Er war ein präziser Bumerang, das kann man wirklich nicht verleugnen. Doch eines Tages ist das schöne Ding einfach hinter dem Hügel verschwunden. Ich bin ihn sofort suchen und habe ihn dann auch gleich gefunden. Ein junger Mann hat sich nach ihm gebückt und mit Tränen in den Augen geschworen. Genau der Bumerang hat als kleines Kind dort hinten am Hügel bei den Häusern dort verloren. Ja, und als er das so gesagt hat, da hat es mir so richtig den Rücken runtergefroren. Oh, oh, es stimmt halt eben schon, sag ich es nicht verrückt. Ein Bumerang findet immer zum Besitzer zurück. Ein Bumerang findet immer wieder zum Wahren, zum Echten, zum rechten Besitzer zurück.